Für mich ist das Lesen als Kind eine notwendige Kompensation gewesen. Also eigentlich nicht eine Therapie, sondern der Versuch zu ersetzen, was mir gefällt hat als Kind. Und ich glaube, diese Art von Bedürfnis verliert sich nicht im Laufe des Lebens. Und wenn ich mal nicht mehr schreiben sollte, lesen werde ich hoffentlich, solange meine Augen es vertragen. Und weil man beim Lesen Bekanntschaften macht, wo man auf der Straße und sogar bei den Allernächsten nicht findet. Und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung für das menschliche Wachstum bis zum letzten Augenblick. Ist Literatur therapeutisch? Ich denke und erfahre auch, für viele Menschen ist das der Fall. Als Lesende, natürlich zum Teil, auch wenn sie Tagebuch schreiben, kann das weiterhelfen. Aber ich höre vor allem Patientinnen und Patienten, die davon berichten, dass das Buch ihnen geholfen hat. Nicht nur ein Ratgeber, oft Romane, Erzählungen, dass sie sich wiedererkannt haben im Romanheld, dass sie quasi ihre Sicht erweitert haben, dass sie plötzlich neue Aspekte sehen, auch von ihrer Problematik. Natürlich auch, dass sie vielleicht einmal etwas vergessen können, weil es spannend ist. Manche Patienten nehmen sogar ein Buch zur Hand, um besser einschlafen zu können. Wie wichtig ist Schreiben im therapeutischen Prozess? Wir erleben in unserer Klinik, dass Schreiben etwas sehr Hilfreiches und Wichtiges kann sein kann, als ein Ausdruck, innere Prozesse nach außen zu legen, sich Klarheit zu verschaffen über einen inneren schwierigen Zustand. Und gerade für Menschen, die sonst auch gerne schreiben, im Sinne von Tagebuch schreiben und so, tun wir das sehr anregen, dass sie das, was ihnen abgeht, festhalten und in dem Sinne eine Beziehung dazu finden können.